Dieses alte Gleis am Sonnenberg in Walferdingen führt in eine ehemalige Gipsmine, deren unterirdische Galerien mehrere Kilometer lang sind. Die sehr reine Qualität des Gipsvorkommens ist bedingt durch die örtliche geologische Entwicklung. Gipsbänke und Gipslinsen wechseln ab mit wasserundurchlässigen Mergelschichten. Deshalb bleibt in diesen Galerien das solcherorts übliche Wasser rieseln und tropfen aus, obschon die Luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 90% liegt. Die wellenförmigen Rippeln an der Decke der Galerie zeigen den Einfluss der Meeresströmungen während der Bildung der Mergelschichten. Veränderungen der Umwelt haben abwechselnd zu Ablagerungen von Mergel- oder Gipsschichten geführt. Der Gips setzte sich auf dem Meeresboden ab, wenn das Meereswasser stark verdunstete. Das weichere Gipsgestein konnte sich aufgrund des hohen unterirdischen Drucks verformen und die senkrechten Spalten in den Mergelschichten ausfüllen. Nach der Stilllegung der Gipsmine wurde in den alten Galerien das Europäische Zentrum für Geodynamik und Seismologie untergebracht. Die Standortwahl kommt nicht von ungefähr. Das einwandfreie Funktionieren der empfindlichen Präzisionsgeräte darf nicht durch die Natur, den Menschen oder die Industrie beeinträchtigt werden. Die alte Walferdinger Gipsmine ist in dieser Hinsicht ideal. Der Zugang wird durch horizontale Galerien erleichtert. 85 Meter unter der Bergoberfläche und 700 Meter vom Eingang entfernt gibt es keine Temperaturschwankungen mehr. Die Messungen können daher ohne jegliche Beeinflussung von Klimaschwankungen durchgeführt werden. Die Mine liegt auch weit genug entfernt von Meeren und Ozeanen, sodass Störungen durch die Meeresgezeiten ausbleiben.